Also es war wirklich dramatisch. Tausende sind darum in den letzten Jahren in die Schweiz importiert worden. Doch der Hype hat schlimme Folgen. Der Kopf an Gegenstand, am Boden sich wirklich aufgewetzt zum Teil. Das sind Veränderungen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie genetisch bedingt sind, weil eben genau die Schädelform so gezüchtet wurde. Der Boom hat schon sehr viel kaputt gemacht. Wenn es so weitergeht, ist es in meinen Augen eine Gewaltsucht. Er ist in den letzten Jahren zum Star unter den Hunden aufgestiegen. Der Zwergspitz oder Pomeranian. Social Media ist voll von Videos von den flauschigen Fellknäuel. Hallo. Hallo. Wir treffen heute Dominik. Ja. Komm, Pampeli. Die Bernerin hat nicht nur einen, sondern gerade 5 von diesen Hunden. Also man unterschätzt die Kleinen. Sie mögen genauso lange spazieren wie auch grosse Hunde. Und dann gehe ich auch locker mal 2-3 Stunden mit ihnen spazieren, mache einen Ausflug. Man wird mit dieser Rasse wie immer angesprochen. «Oh ja, was ist das? Oh Gott!» Und ja, sie haben halt eben den Jö-Effekt. Man will es. Jeder will nach so einen Hund und man kauft es einfach. Die Ostschweizerin Iris Müller hat lange Zwergspitz gezüchtet. Sie hat den Hype hautnah miterlebt. Ich hatte pro Tag bis 50 Telefone, die so einen Welpen wollten. Also es war wirklich dramatisch. Die Jahre jetzt, da sind um die 10'000 Welpen importiert worden von dieser Rasse. Auch Dominik hat ihre erste Zwergspitze im Ausland gekauft. 2017 aus einer russischen Zucht. Schon nur, wenn man in ihre Gesichter schaut, man ist echt gut gelaunt. Also ich habe das Gefühl, sie machen mich auch mega glücklich. Also sie haben mein Leben eigentlich wirklich zum Positiven verändert. Wie viel Zeit investierst du in deine Hunde? So. Mein ganzes Leben. Nein, also es ist schon, es nimmt dem sicher ein Drittel vom Alltag weg. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber es ist schon das Morgen vorbereiten, dann rausgehen, daheim schauen, dass sie Intelligenzspielzeuge nachher, dass sie dort etwas machen können. Man hat zum Teil auch einen Freundeskreis, wo man zum Teil je nachdem wechselt. Also man macht neue Bekanntschaften mit Leuten, die Hunde haben. Komm! Ich habe eine Lebensumstellung gemacht, auch beruflich. Ich habe gefunden, ich möchte viel mehr meine Hunde in meinen Alltag einbeziehen. Und habe dann eben Tierbetreuerin gelernt und arbeite jetzt mittlerweile auch bei einem Tierarzt. Ja. Also ich höre es tatsächlich sehr viel. Die mit ihren Hunden. Und dann finde ich einfach so, hey, genau meine Hunde geben mir viel mehr als du. Es ist schlussendlich die Hunde, die da sind, die loyal sind. Und ich zum Teil wirklich lieber Zeit mit meinen Hunden, als je nachdem mit den Menschen verbringen. Es kann ihm sehr viel Geld kosten. Schon allein die Anschaffung reden wir im Preis zwischen 2'500 und 6'000 €. Wieder mal ein neues Hundebettchen oder dann braucht es Boxen für ein Auto. Bei 100'000 Franken mindestens. Die Hälfte davon sind Arztkosten. Weil in der Dominik ihre Hunde sind schwer krank. Das hat sich auch schon bei ihrem ersten Hund Mischa gezeigt. Er hat ganz schlimme Kratzanfälle gehabt. Er hat den Kopf an Gegenstand, am Boden sich wirklich aufgewetzt zum Teil. Kommt, schau jetzt mal das Glied, das er gemacht hat. Der Dominik, ihre Hündli, hat verschiedene Krankheiten und Beschwerden. Hallo. Guten Morgen. Malu, komm. Oh ja, gell, du weißt, was jetzt passiert. Schätze. Oh. Sie hat einfach schlechte Nierenwerte und einen zu hohen Harnstoff. Auch die Amy hat Beschwerden. Bevor ich mit dem Medikament angefangen habe, hatte sie schlimme epileptische Anfälle. Sie hat zum Teil einfach nur noch geschrauen und auch nicht mehr laufen. Also sie war wirklich wie gelähmt und immer umgekippt. Sie hat seit 3,5 Jahren Cortison, das sie braucht, und Schmerzmedikamente. Ohne das würde sie sterben. Für den Mischa hingegen kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt mit 2,5 Jahren, überraschend. Ich glaube, ich habe es nicht realisiert. Ich dachte, komm, was, mein Hund tot, kann ja gar nicht sein. Bei der Klinik angekommen, sie haben mich ins Zimmer gebracht, wo er auf dem Tisch gelegen ist, und dann bin ich zusammengebrochen. Die gleiche neurologische Krankheit, die der Mischa daran gestorben ist, haben auch 3 andere von Dominik ihren Hunden. Und sie sind längst nicht die einzigen. Es ist gar nicht so einfach, gerade bei den Zwergrassen ganz gesunde Individuen zu finden.
Die Tierärztin Daniela Schweizer von der Uni Bern will mehr darüber herausfinden. Sie erforscht Abflussstörungen von der Hirnflüssigkeit bei Hunden. Dabei hat sie auch schon über 2 Dutzend Zwergspitze untersucht und bei fast allen Veränderungen am Schädel gefunden. Das sind Veränderungen, bei denen wir davon ausgehen, dass sie genetisch bedingt sind, das heißt vererbt sind. Und diese Löcher verursachen auch, dass sich der erste Halswirbel wie in den Schädel hineinwölbt, weil eben genau die Schädelform so gezüchtet wurde. Unglücklicherweise ist es so, dass wir als Menschen so einen Schädel als besonders herzig empfinden, weil das für uns Menschen in dieses Kindchenschema passt. Zusammen mit anderen Faktoren führt das dazu, dass die Hirnflüssigkeit nicht mehr richtig fließen kann. Das verursacht verschiedene gesundheitliche Probleme. Das hat sie eigentlich immer wie einen Druck im Kopf. Von den Schmerzen her kann man es vergleichen mit Kopfweh, wo dann ins ganze Rückenmark ausstrahlen und eigentlich ihr dort dann so Missempfindungen gibt. Also sie hat eigentlich Schmerzen, sie hat das Gefühl, Ameisen laufen den Rücken runter. Sie hat das Gefühl, irgendwie etwas stimmt nicht, irgendetwas tut weh, aber ja, ein Hund kann sich ja nicht äußern in dem Sinn. Und sie reagieren dann mit extremem Kratzen oder auch den Kopf am Boden. Also den Kopf am Boden in Gegenstände reiben, einfach um den Druck auch versuchen loszuwerden. Teilweise sind sie richtig benommen und haben dann Anfälle von Aggressivität, die vermutlich durch Schmerzen kommen. Dann kann das so weit gehen, dass die Tiere neurologische Ausfälle haben. Das heißt, dass sie die Hinterbeine oder Vorderbeine nicht mehr richtig positionieren können und dann wie teilweise Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen haben. Die allermeisten Besitzer, mit denen ich spreche, die gerade mit Hunden kommen, die Schmerzsymptome zeigen, die sind sehr erschrocken darüber. Wie kann man das behandeln? Mit Schmerzmitteln. Also es ist etwas, das nicht heilbar ist. Sie haben Schmerzen, sie leiden. Ich habe ganz viel im Umfeld, wo ich sehe, wie sie leiden, die früh sterben, die blind wurden, die gelähmt sind durch die Krankheit. Hast du mal zusammengerechnet, wie viel hast du an Arzt- und medizinischen Sachen gezahlt für deine Hunde? Ich habe es vor kurzem ausgerechnet, es sind über 50'000 Franken, die ich ausgegeben habe. Ja, und es kommen noch mehr Kosten. Es gibt auch Leute, die ein Tier einschläfern würden, die sagen, eine Hirnerkrankung. Nein, also, das tue ich jetzt meinem Hündchen nicht an. Ich mache einfach, solange ich sehe, dass es dem Hund sonst gut geht und er mit Medikamenten eigentlich ein gutes Leben hat und fröhlich ist und Spass am Leben hat und isst und einigermaßen ein gutes Weg ist, dann gebe ich alles aus für die Hunde. Ich finde, ich bin in der Verantwortung, wenn man sich ein Tier kauft, dann hat man zu schauen bis ans Lebensende und auch, wenn es halt medizinische Hilfe braucht, dass man das einfach ihnen auch bieten kann. Mittlerweile ist das Ergebnis von der Malu ihrem Bluttest da. Es ist immer noch der Harnstoffwert, der viel zu hoch ist. Ah, Mann. Hey, Maluschkeli, was machst du? Ich kenne es ja nicht anders. Ich glaube, man entwickelt dort ein bisschen wie eine dickere Haut, wo man sonst auch daran zerbrechen würde. Mittlerweile kann ich wirklich dazu sagen, dass sie wirklich Qualzuchtmerkmale haben. Und wenn das so weitergeht, ja, ist sie in meinen Augen eine Qualzucht. Willst du wieder einen Zwergspitz kaufen? So herzig, dass sie sind, so schön wie das Wesen von ihnen ist, nein, auf keinen Fall. Heute will Dominik andere über die Risiken der Zwergspitzzucht aufklären. Damit macht sie sich nicht nur Freunde. Und einfach Anrufe von Leuten mit russischem Akzent, die dir eigentlich drohen, wir suchen die, wir können die umbringen. Im zweiten Teil dieser Reportage zeigen wir das System hinter der Hundezucht. Im Ausland. Man redet ja nicht umsonst von der Welpenmafia. Da geht es nur darum, Geschäfte zu machen. Und in der Schweiz. Wir züchten eigentlich nach deutschem Standard. Man kann nie 100% Garantie geben. Der Boom hat schon sehr viel kaputt gemacht oder, in dieser Rasse. Wir züchten